Grüß euch, Servus und habe die Ehre. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Wir haben jetzt ungefähr, lasst mich nachschauen, 21 Uhr sitzt am Computer. Bei uns hat sich was ereignet. Und zwar ein Waldbrand, aber kein normaler Waldbrand, sondern ein Waldbrand auf dem Berg. Ich gebe euch jetzt so die einigen News, was alles abgelaufen ist, wie, wo, wann, weil ich finde das total spannend. Aufmerksam bin ich geworden von meinem Nachbarn aus Traunstein, in der Nähe von Traunstein, Autor Chiemgau. Ich verlinke den Kanal und verlinke auch das Video, bei dem hat es mich gestern fast erwischt. Autor Chiemgau ist der. Scheiße. Oh, gehen wir Gassi. Also Ruppelding auch. Gerade erfahren. Alles tot. Weil ich stellt ja überall vor, ihr seid gerade beim Zahnarzt Wurzelhalsbehandlung oder OP unter Strom. Gut, Zahnarzt, ich weiß nicht, ob die Notstromaggregat haben, aber das. Nein, Zahnärzte haben kein Notstromaggregat. Du wärst dann einfach da gesetzt. Ja, also ihr seht's, Leute. Ja, und das andere war ich. Nee, also, das ist aber nicht der. Aber jetzt passt mal auf, ich zeige euch mal ein Video hier, das ein Mann vor Ort aufgenommen hat. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Beim Netto in Bergen, im Chiemgau ist alles dunkel, alles tot. Da ist die elektrische Tür, die nicht zuging. Kein Strom. Scheiße. Oh, gehen wir Gassi. Also Ruppelding auch. Gerade erfahren. Alles tot. Das ist der falsche. Sondern der. Schaut's mal vorbei. Wie gesagt, ich verlinke euch das Video, weil ihr das wirklich fast erwischt. So Leute, gleich vorab, das habe ich gerade eben erst bekommen. Es wurde der Katastrophenfall im Landratsamt Traunstein festgestellt. Jetzt zum Video. Leute, halt mal was in eigener Sache. Denn ich wäre gestern fast in einen Waldbrand geraten. Hat er ganz schöne Aufnahmen gemacht, so Übersichtskarte, wo man das genau sieht, wie das ist. Also schaut's vorbei. Aber jetzt erstmal zur Erstmeldung. Das war gestern um 20:31 Uhr. Und zwar ist da der Notruf eingegangen, dass hinter dem Saurüsselkopf, ja, solche Namen gibt es wirklich, ist ein Brand ausgebrochen. Jetzt haben die natürlich das Problem gehabt, um 22:05 Uhr bereits, dass keine Löscharbeiten mehr vollziehen können, was logischerweise darauf beruht, dass es ganz oben auf dem Berg ist. Jetzt zeige ich mal hier ein Foto. So hat das ausgeschaut. Ja, also ganz anders schon wie jetzt. Passt auf, kurz vor Mitternacht ist dann der Krisenstab zusammengetreten und haben halt da den Einsatz praktisch geplant. Das war alles am Sonntag. Um 0:18 Uhr, bereits 20 Minuten später, wesentlich schneller wie bei dem komischen Timmy Hope, haben es, also aktives Eingreifen ist nicht möglich. Klar, mitten in der Nacht, unwegsames Gebirge, aber die Lage wird dauerhaft natürlich überwacht. Um 5:45 Uhr, das heißt, die waren schon ganz schön früh wieder auf den Beinen, haben es die ganze Nacht den Berg überwacht. Der hat sich natürlich auch dementsprechend ausgebreitet und sind draufgekommen, dass für die Einwohner keine Gefahr besteht. Um 7 Uhr, also das war wirklich heute, Schlag auf Schlag, hat die Webcam oben von der Unterbergalm, hat die Webcam ausgerichtet auf den Berg. Die Fotos kann man, glaube ich, auch irgendwo anschauen, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich nachschauen. Also die Bilder zeigen am Montagmorgen da dichten Rauch und auch offene Flammen, die aber sehr weit gesehen. Das war wie eine Fackel bis Traunstein, haben wir das reinleuchten sehen. Um 8 Uhr ist dann losgegangen mit der Lageerkundung. Es müssen natürlich die ganzen Löschkapazitäten erstmal herangeschafft werden. Nach den ersten Erkenntnissen war es ungefähr eine Fläche von 4 bis 5 Hektar. Ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Das war heute um 8 Uhr morgens. Behaltet euch das mal im Hinterkopf. Eine unmittelbare Gefährdung für die Bevölkerung besteht derzeit nicht. Heute in der Früh. Um 9:06 Uhr Ascheregen über Teile der Gemeinde erwartet. Die Rauchsäule seht ihr dann teilweise auch auf meinen Aufnahmen.
paar Stunden später. Um 9:57 Uhr sind die ersten 2 Hubschrauber von der Landespolizei in Löscheinsatz geflogen. Parallel dazu hat die Feuerwehr gezielte Maßnahmen durchgesetzt und Forstwege und so weiter, Seekopf mit den Boden praktisch bewässert. Also irgendwie haben die da schon ziemlich weit gedacht. Um 10:44 Uhr Feuerwehren kämpfen gegen den Waldbrand. Es waren dann wirklich am Ende 6 Hubschrauber, das ist ziemlich viel, und 250 Einsatzkräfte. Um 11:23 Uhr heute ist der Katastrophenfall sogar ausgerufen worden, aufgrund des Waldbrands am Saukopfrüssel bei Ruppolding. Um 12:12 Uhr waren es noch 125 Einsatzkräfte, war das Update. Die B305, die Bundesstraße, ist komplett gesperrt worden auf eine Länge von 9,2 Kilometer. Gott sei Dank haben wir jetzt momentan keine Touristenzeit. Es war sogar die Bergwacht von Eudedding dabei. Gut, Eudedding hat keine Berg, aber wundert mich trotzdem. Also Einsatzkräfte sind ziemlich weit aus den Regionen zusammengezogen worden, was ziemlich schnell sogar gegangen ist. Um 12:49 Uhr wird berichtet, dass von einigen Kilometern die Rauchsäule zum Sehen ist. Betroffen natürlich auch die Chiemgau Arena, die kennt ihr ja vielleicht, Wintersport. Und um 12:49 Uhr haben die Flammen angefangen, sich den Weg ins Tal zu bahnen. 13:24 Uhr, immer mehr Einsatzkräfte vor Ort. Von 125 waren es dann 175 verschiedene Feuerwehren und Kreisfeuerwehrverbände. Da der Brandherd also direkt am Gipfel liegt und der schlagt jetzt 1500 Meter hoch ungefähr, 1400, 1500, ist ein massiver Flugbetrieb im Gange. Ihr werdet es später auf den Fotos sehen, da ist laufend hin und her, da geht es zu wie im Wespennest. Und da die gezielten Wasserabwürfe sind da ganz relativ gut zu erkennen, weil ich bin wirklich weit weggestanden. Um 14:21 Uhr, das war dann die Zeit, wo ich dann hingefahren bin, sagt dann der Landrat Andreas Danzer: Die Feststellung des Katastrophenfalls ist angesichts der Lage und des besonderen Schutzziels ein notwendiger Schritt. Jetzt geht es darum, alle Kräfte bestmöglich zu koordinieren und das Trinkwasserschutzgebiet Laubbau wirksam zum Schützen. Da ist nämlich auch ein Trinkwassergebiet für die Gemeinden herunten. Ja. Die massive Sperrung bleibt bestehen. Ich glaube, die ist sogar noch, also wie gefahren bin, ist immer noch alles gesperrt mit Blaulicht. Es gibt vorerst eine Entwarnung, das war heute dann um 14:50 Uhr sowas. Großgerät, Schutz des Trinkwasserschutzgebiets, Eindämmung der Feuerfront. Es waren 4 Polizeihubschrauber beschäftigt oder sind noch beschäftigt. Die Löscharbeiten gehen morgen weiter. Und 2 Maschinen von Heli Austria. Vielen Dank an der Stelle. Wenn ihr sie mag, Österreicher. Super. Klappt bei uns Bayern, Österreich an der Grenze, klappt die Zusammenarbeit im Katastrophenfall wirklich gut. Korrektur, Saurüssel ist 1270 Meter hoch, also nicht so hoch. Gilt aber als Geheimtipp unter den Einheimischen. Der Stand 19:03 Uhr, Landrat gibt weitere Updates, keine akute Gefährdung der Trinkwasserversorgung. Also Trinkwasser ist safe, aber wenn ihr euch erinnert, bei den anfänglichen 5 Hektar, was geschätzt haben, ist die derzeitige Schätzung mittlerweile auf 50 Hektar gestiegen, also um das 10-fache. Und 50 Hektar ist schon ein Riesending. Und die Bevölkerung wird weiterhin darauf hingewiesen, den Bereich weitgängig zu umfahren und nicht zu betreten. So, und jetzt schauen wir mal, wie es vor Ort war. Entschuldigt den Ton, ihr wollt eigentlich hier ein Video machen, habe schon alles aufgebaut. Und dann habe ich das, wie gesagt, beim anderen Kanal mitbekommen. Naja, wieso hast du nichts mitbekommen? Ja, ich schaue kein Fernsehen und Radio war auch nicht an. Also, gesagt hat es auch keiner. Entschuldigt die Qualität, die Tonqualität. Aber so ist es halt, wenn man ganz schnell irgendwo rausrennt.
Grüß euch, Servus und habe die Ehre. Ja, Katastrophenalarm mit Raunsteuern. Kein Witz, ist wirklich so. In Ruppolding hat es gestern in der Nacht auf dem Saukopf-Rüssel zum Brenner angefangen. Waldbrand. Sie haben gestern abends nicht mehr anfangen können zum Löschen, weil es einfach zu weit oben ist. Aber nachdem ich jetzt sowieso nach Ruppolding fahren muss, schauen wir mal, was da los ist. So, also man sieht es wirklich eindeutig, da hinten ist er ganz schön am Rauchen. Das Wetter ist ziemlich trüb, wenn wir Glück haben, regnet es heute. Riesige Flammen siegelt es nicht, aber es ist auf alle Fälle hier nur am Rauchen. Ganz nah hin werden wir nicht fahren können an die Stelle. Ich meine, es ist ja richtig scheiße für die Rettungskräfte. Weißt du? Hektar Wald stehen in Flammen. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen. Das Feuer bedroht auch ein Trinkwasserschutzgebiet, das rund 30.000 Menschen versorgt. Das Gelände ist sehr steil, sodass die Feuerwehr den Brand vom Boden aus kaum bekämpfen kann. Am Nachmittag waren auch Löschhubschrauber im Einsatz. Die Bundesregierung. Also ihr könnt sagen, was möchtet. Aber es ist schon wirklich... Es ist wirklich trocken. Da haben wir so gar nicht meiner, weil ziemlich viel Grün da ist. Aber wenn man sich das Unterholz mal anschaut, schaut sie. Und jetzt stellt euch vor der Rauchdonner und schmeißt so die Kippen hin. Seht ihr das? So was nimmst du eigentlich zum Anzünden her vom Ofen, weil das so trocken ist wie Zunder. Da ist der Taubensee. Da mich direkt interessieren, wo die das Wasser herholen. Aber ich sehe die immer rechts rausfliegen. So, jetzt darf ich da extra für euch rauf, gell? So, und die steht unten. Das war die, wo die Polizei gesperrt hat. Da bin ich eigentlich vorhin raufgefahren. Schauen wir mal, die fahren. Puh.
So, ich drehe jetzt um, weil ich glaube, die allererste Stelle in der Straße war am besten. Zwar nicht Livestream geeignet, aber Laufverschätzung. So, super. Links, geradeaus, rechts oder ganz rechts. Von oben bin ich gekommen. Jetzt glaube ich, hat es sich verlaufen. Oh Mann. Da war es nicht. Da war es nicht. Jetzt pass auf, da riecht es auch Lebkuchenhaus. Gehen wir da entlang. Ah, da ist das Auto. Und der Akku ist auch gleich leer. So, ich bin natürlich wieder wach, bin am Video schneiden, ist schon fast fertig. Kurzes Update zum Schluss. Jetzt ist 9:20 Uhr am Dienstag. Die Flammen haben sich weiter dynamisch entwickelt. Hinzu kommt natürlich jetzt der Steinschlag, was natürlich logisch ist. Wenn die Vegetation weg ist, die was jetzt am Berg zusammenhält und dann das ganze Löschwasser, ist natürlich logisch Steinschlag, dass es ziemlich gefährlich ist. Also was die Einsatzkräfte da leisten, wirklich toll. Die Bundeswehr ist anscheinend heute auch mit dabei. Es sind zwar gerade 2 Militärhubschrauber über meinen Garten geflogen. Ich habe es natürlich fotografiert, aber ich habe die Speicherkarte nicht drin gehabt, weil die ja hier im Computer steckt. Ja, scheiße. Also, wie gesagt, Chiemgau 24, mal schauen, Nachrichten kommt genügend. Ich werde heute nicht mehr hinfahren. Ich habe es gestern gesehen, ein paar Fotos gemacht. Das sollte reichen. Also, letztes Update. Bundeswehr ist mit dabei und Steinschlag kommt dazu. Die Flammen sind dynamisch, wandern nach unten ins Tal, also es lodert. Und die Rauchsäule ist nach wie vor sichtbar. Ja. Kommt mir vor wie so, wenn man es kennt aus dem Vulkanausbruch. Gut, also, ciao.